dann mal de paar Minuten Verspätung begrüßen ich ganz herzlich dann op das Pressekonferenz von der ADR, wo man sech enke wollten. Also wirklich ganz kurz ob das Wahlresultat zurückkommen vom 25. Mai. Aber wir auch ein bisschen wollten diskutieren, wie es soll weitergehen. Ich meine, Lützeburg war sehr so dax an der internationalen Presse wie an den letzten Tagen, weil du wisst ja, wenn man potenzielle Kandidat haben, für Präsident zu gehen von der Kommission und noch auf den Punkt wollte ich nur ganz kurz angehen. Was das Wahlresultat angeht vom 25. Mai, das ist relativ klar, dass man 3 Verlierer und für allem ein ganz große Verlierer, natürlich Sozialisten, und eine ganze Reihe, daneben eine ganze Reihe Gewinner. Was die Verlierer angeht, das sind selbstverständlich die Parteien, die im Moment an der Regierung sind, was natürlich ganz interessant ist, weil wir entdeckt haben, zwar eine große Überraschung, dass es bei uns nicht viel Ernstes geht wie an anderen Ländern. Das heißt, wir haben für die, die wir haben, an unserer Geschichte getrennten Termine, wir haben die gehabt, wir haben die auch immer verlangt als ADR, weil wir immer der Meinung waren, dass es immens wichtig ist, auch eine Debatte zu führen, exklusiv über Europa, die nicht nur mit nationalen Themen vermischt geht. Und aber also so, dass das Wahlresultat von den Europawahlen unserer Meinung nach, ob man zum Teil das reflektiert, was bei uns am nationalen Niveau geschieht. Ich meine, der falsch komplett, also das Wahlresultat just auf das zu begrenzen, was zu Lützeburg im nationalen Plan geschieht, mit wie auch falsch, das überhaupt gar nicht als Faktor zu berücksichtigen. Wie gesagt, also 3 Koalitionen goufen ganz klar bestraft, für allem Sozialisten. Und unter anderem auch für das, was sie an den ersten Moment gelesen oder nicht, respektive nicht gelesen haben. Das geht schon wirklich gut an Detail an, das geht von TV-Erhebung bis gesellschaftspolitischen Fragen. Und es stellt einfach fest, dass die Euphorie, die bisschen da war, nur den Oktoberwahlen letztes Jahr, dass die komplett verschwunden ist. Und dat wie gesagt, die Leute manchmal aber noch Moment auch verstanden haben, wen es lebt mit der neuen Regierung. Dat, wie gesagt, die Parteien so viel verloren haben, das mussten sie zum Teil auch intern klären. Das geht uns ja nicht wie sie da umgehen, was uns aber natürlich angeht, dass das einen Einfluss hat oder nicht, ob Nationalpolitik, das heißt, wie sie als Regierungsparteien, wie gesagt, wollen weiterführen hier im Land. Muss ich fairerweise sagen, gibt natürlich einen ganz relativ großen Gewinner. Das ist CSV. Das stelle ich mir überhaupt gar nicht vor, ganz am Gegenteil. Muss ich aber sagen, dass CSV sich eigentlich also den Tag von der Wahl, 25. Mai, vielleicht aber ein bisschen überhebliche Reaktion hat, dass sie praktisch die 3 Koalitionen nationale Plan auf Frage gestellt hat, ob die überhaupt so weiterführen. Wie gesagt, ich habe ja schon einmal gesagt, dass falsch der nationale Plan nicht zu berücksichtigen. Ich meine, gut, wir haben getrennten Termine, da muss ich aber auch akzeptieren, dass das sich auch wirklich ein bisschen getrennt geguckt gehen von dem anderen. CSV hat doch ganz klar vom Juncker-Effekt profitiert, dann darüber werde ich auch zurückkommen, wenn ich über seine Kandidatur für die Präsidentschaft von der EU-Kommission zurückkommen. Das ist aber also das Faktor für vielen, für was gerade die Partei gut aufgeschnitten hat. Was für das Wahlresultat angeht, als ADR sind wir wirklich zufrieden, auch wenn es nicht durchgegangen ist für ihr Sitz, und das ist unterschiedliche Gründe. Erstens einmal, das ist die erste Kehr überhaupt, wenn ich mich nicht irre, jedenfalls die erste Kehr seit Jahren, dass die ADR keine Stimmen verloren hat, par rapport zu den vorigen Wahlen. Das heißt, auf Prozente ausgedrückt,
könntet effektiv, muss ich noch ganz ehrlich sein, mal nicht auf 1% unten, aber muss ich so, dass ein Trend an den letzten Jahren war, dass der DDR echt prozentual also verloren hat und das ist die erste Kehr, wo das dann nicht der Fall ist. Das ist für uns schon einmal ein klein wichtig Victoire, dass wir den Trend komplett gestoppt haben, hoffentlich. Dann das, dass wir auch für die Echt, auf jeden Fall für die Echt sind da ganz viele Jahre, besser aufgeschnitten haben bei den Europawahlen wie bei den Chamberwahlen. Ich meine, das weist ganz klar, dass die getrennten Männer uns wirklich gut getan haben als Partei, das heißt, dass wir endlich auch konnten, ein bisschen weisen, dass wir eine ganz andere Meinung haben, was Europapolitik angeht, wenn ihr da ein bisschen mit den Propositionen von den anderen Parteien vergleicht. Also, wie gesagt, das hat bestimmt viel Grund, wie wir sonst immer bei den Europawahlen dabei sind, die zum Beispiel von einem Ex-ADR gegründet wurden. Das heißt, wo vielleicht eine mehr direkte Konkurrenz besteht. Und auch da, wie gesagt, sind wir relativ hoffrig, ob das Wahlresultat, wenn ihr das am Kontext guckt. Besonders interessant ist auch, dass der Gesetz kriegt, wenn es als ein Berechnungsmodus, wie ihr wisst, wir haben den Tonsystem. Der Soziolog und Unisprofessor Ferner Fehlen, den aber definitiv mengenisch Kifrin gerade von unseren Ideen aus wird ja ausgerechnet, dass wir mit einem mehr gerechten Berechnungsmodus für die Verdelung von der Sitz, dass wir da einen Sitz gekriegt hatten, natürlich auf die Kosten von der CSV, weil muss ich aber so ein CSV hat mit ein bisschen mehr wie einem Drittel von der Stimmen täuschend von der Sitz gekriegt. Ich meine, bei den Nationalwahlen aus zum Beispiel viele über Einheitsbezirke etc. geschwärzt gehen. Und auch das haben wir einfach, muss man einfach so, dass wir auch müssen über den Berechnungsmodus wirklich als so Gedanken machen, weil die kleinen Parteien benötigt par rapport zu denen mehr großen. Was auch ganz interessant ist, dass das schon persönlich dann ein Jahr nur gerechnet, also der DDR hat mit einem anderen, mehr gerechten Berechnungsmodus effektiv, also ist es gekriegt, wie den Herr Fehlen hat ausgerechnet hat, und es wird ganz genau auf eine Stimme gekommen. Das hatte ich dann rausgeholt. Ich meine, das ist einfach, das ist vielleicht ein Detail, aber das ist einfach der Beweis, dass es wirklich auf alle Stimmen könnt bei den Wahlen und dass die Leute einfach nicht sollen sagen, dass die Stimme einfach nicht zählt. Und das ist relativ auch witzig für uns, dass man an unserer letzten Wahlzeitung als großen Titel hatten, ob er Stimme können tun. Und ich meine, das war aber wie gesagt, war Zufall, das ist ein kleines Detail, den aber nicht unbedingt uninteressant ist. Wir haben an mehr wie ein Drittel von den Gemengen und 43 Gemengen waren wir übrigens mehr stark wie der SAP. Auch da das nicht nicht, und an 2 Gemengen waren wir sogar die stärksten Parteien. Wie? Nur der CSV. So ungefähr. Es muss ich natürlich auch bedenken, dass der DDR als eine Krise hat wieder gesagt. Ich meine, wir haben eine Reihe Splitterparteien, wenn ich das so nennen kann. Und wir hatten, wie gesagt, für 1,5 Jahre, für genäht zu sein, eine interne Krise, die für allem eine Image-Krise war, mehr wie so etwas. Mir auch das zählt, weil ich meine, ob das könnt ihr und könnt ihr, kann ich das kritisieren oder nicht. Ich meine, könnt nicht nehmen, ob die Ideen und mit, könnt auch darüber und wie ihn sich noch ein bisschen verkauft, auf für allem seine Ideen rüberbringt. Und wir hatten, wie gesagt, eine Image-Krise für ein bisschen mehr wie einem Jahr. Und wenn ihr sich die Wahlresultate anguckt, sowohl von den National- wie auch von Europawahlen, mengen schon besser aufgestiegen, also viel besser aufgeschnitten, wie verschiedene Staaten zugetraut hatten par rapport zu der internen Krise. Wir bleiben noch in den nächsten Jahren an der ECR, wie ihr wisst, das ist europäische Partei, die Allianz von europäischen konservativen Reformisten, die auch allgemein nicht so schlecht aufgeschnitten hat. Und für allem, was viel mehr interessant ist,
wo lo Verhandlungen sind für dat also Europadeputéiert, die natürlich gewählt dürfen, für dat Day am Eisegruppe kennt, also von europäische Konservativen und Reformisten, weil du so auch bedeutet, dat de Gruppe wird méi groß, also so viel mehr groß gin de 25. Mai overes war. Wenn ich mich mensch knapp iwwer feiert Europadeputéten mit kommen da lo immens viel bei, weil wie gesagt, Verhandlungen laufen, das wie gesagt, ich meine, eine ganz interessante Affäre. Und wir begrüßen da, dann wir gucken, wie es dann weitergeht, bis die erste Eröffnungssitzung vom Europaparlament, wo wie gesagt, also Gruppe wird viel mehr stark sind wie ein solcher Rapport rein zum Wahlresultat aus. Dann zum Thema Kommissionspräsident. Schmengen. Die als Journalist schreibt ich bald hat das Thema, das ist absolut verständlich, das ist immens aktuell, das ist auch in einem gewissen Sinn noch spannend, wie zu gucken, wie das soll weiter gehen. Es schadet schon an einer Pressekonferenz führende Wahlen gesagt. Wir sind als RDR-Member an der Allianz von europäischen Konservativen und Reformisten, und wir haben führende Wahlen, also dem die Entscheidung geholt, praktisch als einzig große europäische Partei keinen Spitzenkandidat zu stellen. Dafür waren wir auch nicht so präsent, was auch nicht ganz fair war. Das hat auch schon auf einer Pressekonferenz gesagt, dass mir also die ECR bisschen Medien kontaktiert hat, für das auch mir könnten einen Kandidat, ob die Spitzenkandidaten Debatten schicken, das war das gouf selber verweigert, weil auch wenn man keinen Spitzenkandidat selber hat, dann hätte man dann einen Politiker, also Kandidat dahinter geschickt. Ich meine, den wichtigste Punkt ist, bleibt hier heißt, dass egal wie die Kommission nicht der als europäische Regierung angesehen. Die soll am Dienst von den Memberstaaten schaffen, und die soll sich wie gesagt nicht wie eine europäische Regierung gesehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Kommissionspräsident sich nicht sollte als eine Art Premier oder Präsident, oder ich meine, kann ihn das nennen, wie er will, von Europa gesehen. Ganz am Gegenteil. Für uns gibt es keine europäischen Demos, also kann das sowieso nicht funktionieren. Wie ich früher schon gesagt habe, CSV hat vom Juncker-Effekt sicherlich ein bisschen profitiert. Ich gebe so, dass eventuell auch in Deutschland die SPD vom Schulz-Effekt profitiert hat. Ich erinnere mich an die aber relativ witzige Werbung an der Bild-Zeitung, die da bestimmt alle gute mitgekriegt hat, wo der Schulz dann Werbung für sich gemäht hat, an dem sie gesagt hat, dass nicht mehr von den SPD wählt, dann den deutschen Kommissionspräsident gibt, also so viel zum föderalistischen Esprit von den anderen Parteien, die da den predigen und dann kurz vor den Wahlen da dann machen. Und aber hat wirklich die ganze Prozedur am Allgemeinen von der Spitzenkandidaten hier die ganz viel Schwächen. Erstens einmal, also die ganze Prozedur, muss ich sagen, die aus näheren Sondentreten vorgesehen. Jedenfalls nicht so, wie sie von den Parteien, europäischen Parteien, durchgezogen wird. Es gibt natürlich den berühmten Artikel 17 am Traité von Lissabon, ja, wo dran steht, dass der Conseil soll das Wahlresultat berücksichtigen. Aber ich erinnere zum Beispiel just an das, was letztes Jahr zu Lützeburg geschieht, als wir da kleine Parallel zu zeigen, wo lange breit darüber diskutiert was das dann überhaupt Wahlen gewonnen und als Nachmischung, was das dann überhaupt Wahlresultat berücksichtigen. Was soll ihn da verstehen? Also ich meine, da gibt wirklich ganz viele Interpretationsmöglichkeiten, dass das dann nur die stärkste Fraktion, dass das die am meisten beigewonnen hat. Also was genau soll ihn da verstehen? Zum Beispiel natürlich als DVP die stärkste Fraktion, muss ich aber sagen, dass sie ganz viel Europadeputierten verloren haben, also wirklich massiv den Unterschied par rapport zu 2009 zwischen SPD, zwischen den europäischen Sozialisten und DVP
den das viel mehr klein gehen, die war viel mehr groß. Der TDVP ist wie gesagt stärkste Fraktion, die hat massiv an den Ländern, an den Memberstaaten verloren. Dann hat das von Lützeburg auf vielleicht Deutschland und an der Belgien aufgesehen, weil an Griechenland, weil die Spitzenkandidat hatten, sind die Spitzenkandidaten an den anderen Ländern total unbekannt. Also da brauchen sie sich nicht viel zu machen. Also das mengen ist total lächerlich zu mengen, dass der Gros von der Wieler, keine Ahnung, an Estland oder Portugal oder was weiß ich, dass die genau wissen, wen überhaupt Spitzenkandidaten sind und dass sie eine Partei wählen par rapport zu dem Spitzenkandidat, weil sie mengen, dass wir ein guter Präsident für die Europäische Kommission. Also das stimmt. Das stimmt einfach nicht. Es gibt noch zum Beispiel Länder, wo sogar die Großparteien keine Nationalmemberpartei haben. Ich erinnere zum Beispiel Großbritannien, da hat die DVP eine Partei, wissen Sie, wie die aufgestellt hat? Die kriegt 0,8%. Ich meine, wie gesagt, also muss ich wirklich vorstellen, die wird ganz Prozedur. Und ihr von Ziele, das war ja, dass Leute sich mehr in den Wahlen beteiligen. Die Wahlpartizipation, die geht hinter Jahren, also die ROF, die Leute schon mehr lang 150%. Und effektiv den Trend gouf zwar gestoppt mit den Naselo wie Wahlpartizipation als par rapport zu 2009 stabil, mit kann den aber nicht unbedingt so, dass die Leute EU-Bürger so schrecklich begeistert sind von denen in Europawahlen, nicht weil die Spitzenkandidaten da sind. Auch der Choix war extrem limitiert. Ich meine, wenn den an einem ballfiktiven Szenario davon ausgeht, dass die Bürger nicht nur die Programme von ihren einzelnen Parteien durchgelesen haben, also auch noch mit dem Thema Spitzenkandidaten beschäftigt haben. Was sollen sie da wählen? Das ist ja aber mit denen die 3 wichtigsten Spitzenkandidaten, das ist doch dreimal dasselbe, das ist dreimal dasselbe Programm. Und als Wähler sind aber froh, wenn den Minimum Choix hat, was absolut gar nicht der Fall war. Und nach einer erinnern wir wollten auch Leute an die Debatten durchschicken. Wir dürfen einfach nicht akzeptiert, was wir extrem unfair und einfach nicht gerecht fanden. Dann hat das natürlich auch, kann ich noch als Argument holen, schon ja gesagt, die DVP hat massiv Stimme verloren par rapport zu 2009. Und im Gegensatz zu den Parteien, die gegen das aktuell Europa sind, immens viele Stimmen gewonnen. Ich meine, muss ich auch da ganz, ganz klar trennen zwischen Leuten wie die ECR, wo wir dran sind, die Europa wollen reformieren, und denen, die einfach alles wollen, Futti machen, die aber gar keine Lesung anbieten, wie Futti machen, das ist nicht. Ich meine, das ist überhaupt gar nicht diesen Fall, muss ich klar trennen. Aber allgemein, wie gesagt, die Parteien, die vielleicht mehr kritisch sind par rapport zu den aktuellen Entwicklungen, die haben gut aufgeschnitten. Wollen wir dann an dem Fall wirklich einen Kommissionspräsident, der ganz klar für ein föderales Europa steht? Ich meine, schon wieder gesagt, Wahlresultat berücksichtigen, wie weit soll die Daten nicht berücksichtigen? Ich meine, dass so viele Bürger Parteien gestimmt haben, die nicht mehr mit der aktuellen EU können aufhängen. Aber wie gesagt, auch da müssen ein bisschen entscheiden zwischen Parteien, die eine Reform wünschen, und Parteien, die alles wollen, Futti machen, was nicht also Fall ist. Auch ein Argument, was immer genannt wird, für den früheren Lützeburger Premier, das hat die Unterstützung vom Europaparlament. Ja, aber das ist aber nicht als Überzeugung. Das Europaparlament hat ja aber nicht als Überzeugung gehandelt. Das Europaparlament hat sich einfach auf einen Machtkampf angelost, man kann ihn dazu nachvollziehen. Aber muss ich aber bedenken, also am Europaparlament hat Lützeburg 6 Stimmen von über 700. Am Kanzler hat Lützeburg aber 1 von 28. Das stimmt.
du hast de Votumsystem ein bisschen komplex, so komplex, dat hängen nicht die alle Manste richtig verstehen, man der qualifizierter Majorität, die gebraucht gëtt für ein Kommissionspräsident zu ernennen. An den Automatismus, den Europaparlament will opstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wissen, was sie da machen. Das heißt, wir schaffen Heufleisch Präsident, die wir gar nicht wollen. Was geschieht, wenn wir stellen einfach so froh an den Raum, was geschieht, wenn wir an 5 Jahren ganz andere Kräfteverhältnisse haben am Europaparlament, an zum Beispiel sowohl links wie Rechtsextremisten, ob Bemol in irgendeiner Form eine Majorität haben. Wie gesagt, dann wollen wir auch da einen Automatismus von der Spitzenkandidat von der stärksten Fraktion geht Kommissionspräsident. Ich meine nicht, ich erinnere just daran, vielleicht könnte ich das war eine kleine Debatte führen, engere Jahren, wo das Europaparlament kann ich auch absolut nachvollziehen und ich hatte das manchmal persönlich bestimmt auch mit unterstützt, wo das Europaparlament verhindern wollte, dass eine gewisse Person sollte, auch wenn das just für ein paar Minuten gewesen wäre, Präsident vom Europaparlament gehen. Auch da haben wir ein bisschen, wo das Europaparlament aber ein bisschen probiert durchzutricksen an den Automatismus, den ältesten Member geht kurzfristig Präsident vom Europaparlament da Trägerreiste fanden, wie das nicht sollte zustande kommen. Für was? Weil sie keine Rechtsextremisten da wollten sitzen haben. Mit Recht. Und für allem, ich meine, das Allerwichtigste, das habe ich noch nicht genannt, also das Problem von der ganzen Prozedur, es fehlen einfach die Ideen. Es sollen sich nicht wundern, dass die Leute so die Flamme haben. Zum Teil, wir haben ja die Pflicht, wir schmecken zum Teil in anderen Ländern nicht wählen gehen, wenn einfach nicht über das Kontinu diskutiert wird. Natürlich kann ich noch immer so, ja, wir das go für führende Wahlen gemacht. Richtig, wir müssen dann abhalten. Ich meine, wir wissen nicht alle, Europaparlament funktioniert ein bisschen ähnlich wie hier am Land, auch was Majoritäten angeht. Da gibt es keine so stabile Majoritäten, wie man das an den Memberstaaten kennen. Aber eigentlich ist es wichtig, dass egal wen den wichtigen Posten vom Kommissionspräsident überhält, dass du einfach auch über das Kontinu geschwätzt wird, dass die Fraktionen innerhalb sich schwarzen an nicht nur über Postchen, aber Großposten, wie einfach auch über das Kontinu. Ich meine, das ist nicht unbedingt falsch, wenn gewissen Fraktionen wollen zusammen schaffen. Wir für Wert limitieren wir uns permanent auf, wie gesagt, auf Postchen, auf Posten und auf NIM an Debatte rundherum ein Programm, von dem dann so nennen kann, oder man eine Reihe Prioritäten, die findet einfach nicht statt am Moment. Das heißt, wir haben die Debatte einfach verlagert, ob, wie gesagt, niemand, wir haben komplett vergessen, das Detail. Eigentlich Kontinu sollte gehen, die Leute, die Bürger, und nicht darum, wie dann irgendeine Posten kriegen. Und wie gesagt, meine Meinung als Meinung als der Conseil muss eben auch da werden von verschiedenen Memberstaaten berücksichtigen. Wichtig ist auch, dass egal wie es geht, dass da am Dialog geschieht mit dem Parlament. Das könnt ihr sowieso zu einer Aufstimmung. Ich meine, das ist evident. Wir wollen immer wirklich einen Kommissionspräsident, den noch keine Majorität hat am Europaparlament und den einfach da aufgewählt wird. Und ich meine, das bringt uns absolut nichts. Wir brauchen da einen Dialog zwischen Conseil und Europaparlament. Wir sollen einfach das Gesamtwahlresultat berücksichtigen, also Meinung nach. Und wie gesagt, auch mit der Wahl, also mit der Wahl, mehr Ernennung wie Wahl vom Kommissionspräsident auch ein Zeichen setzen, programmatisch für allem, und nicht nur mit Cap. Und für allem, weil es meiner Meinung nach schon viel drin kurz angedeutet,
das nicht auszuschließen, dass mehr extrem Parteien, sie wird rechts oder links, weiterhin zulegen. Und ich meine, das ist schon wichtig, das zu verhindern, 4 oder 5 Jahre. Und wenn wir das wollen, wie gesagt, da muss man abhalten, permanent über Nehmen zu schwätzen, wir endlich über das Kontinu, am Dialog, wie gesagt, am Conseil, am Parlament. So, das war sich die paar Ideen, die ich wollte mal auf den Weg gehen von dieser Partei. Mir hat bestimmt noch ganz viel Freude. War alles so klar.